Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Kohl, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, bis Musik von der größten weltberühmten Chazonen, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klezmoren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt der Freund und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Kohl sollen sie euch hören und eine haben. Hört sich alle Mittwochs zu, von 7:30 bis 8:30 Abend, das jüdische Kohl-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hört an. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 2600 AM Brooklyn, das ist Reich Meir David. Wir wollen mamschig sein mit unser Heudisch von jüdischen Buch, mit Interviewen, was wir haben gemacht in 40 Jahren, aber es ist gedei, sie noch einmal zu hören. Beide sind wegen Bücher, was sind Wörterbücher faktisch. Ein Interview ist mit Vera Sabo von 2013, wenn sie es heraus mit ihr jüdisch-englisch Wörterbuch, ein kurzer Wörterbücher. Und Lehepach ist ein Interview mit Chaim Bachner und Sholem Beinfeld wegen Arumnemik jüdisch-englisch Wörterbuch, was ist heraus in 2013. Und das habe ich gemacht mit sie und übergegeben das erste Mal in 2012. Heute ist euch der 9. November. Wir gedenken Kristallnacht. Und nachdem es gewinnt eine große Wahl in Amerika, wird ihr hören wegen dem und alle anderen Neues von Yisrael und von der jüdischen Gas von Ko Yisrael in Jerusalem, übergegeben von Avram Sachs. Hotanoa. Shalom Aleichem. Das redt Leah Levitt. Ich will euch annoncieren als Sonntag 7. Sege bei Nacht, den 13. November in Temple Emmanuel in Newton, Massachusetts, das ist Center Street. Das ist ein wunderlicher Konzert, ein Klezmer-Konzert. Das spielen Henke Snetzky mit seiner herrlichen Kapelle und euch, der ausgewöhnliche Kol Nishamayim Elias Rosenberg der Chazen, und es wird sein ein ausgewöhnlicher, schöner, lustiger Konzert. Das ist Sonntag bei Nacht, 7. Sege, November 13, in Temple Emmanuel, Newton Center. Und der Eintritt ist $25 und es ist eine Dove Zedoke auf Miet, das Geld vergehen für Miet, was schafft Delta für Kinder in Israel, was haben Zorys mit sich zu lernen. In das geht zu Scholars, sie sollen sich kennenlernen mit den Lehrern und das ist Kinder, was haben Zorys in der Hand. Und es ist eine Mitzvah zu sein auf dem Konzert und euch ein größtes Vergnügen, eine größte Hanoi. Und wollen wir sich sehen, zu treffen in einer guten Show und wollen wir sich alle treffen am 13. November, 7. Sege bei Nacht in Temple Emmanuel, zu Julien und singen und tanzen mit der Klezmer Kapelle von Boston und mit dem herrlichen Chazen Elias Rosenberg. Seid mir gesund und wollen wir sich treffen in einer guten Show. That's the news. Good night from Jerusalem.
Kol Israel von Jerusalem, die jüdische Auditie. Kol Israel von Jerusalem, Shalom euch alle unsere Zuhörer, heute sind die Neues von Tor gelehnt von Avraham Sachs. Donald Trump ist der ausgewählte Präsident von den Vereinigten Staaten. Seine Gegnerin Hillary Clinton hat ihm angeklungen und ihn begrüßen über dem Gewinnsvertrag. Trump hat gewonnen in knapp alle unbestimmte Medines, hereingerechnet in Florida, in Pennsylvania und in Wisconsin. Der ausgewählte Präsident von den Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat eingeladen den Premierminister Benjamin Netanyahu auf einen Besuch in die Vereinigten Staaten und auf ein Begegnis mit dem, was gicher. Auf dem Telefon Schmuss hat der Premierminister Benjamin Netanyahu begrüßt Donald Trump und gesagt, dass Israel hat nicht keine bessere alliierte Medine wie die Vereinigten Staaten. Von der Premierskanzlei hat man zugegeben, als die zwei Personen kennen sich schon eine längere Zeit und als das Gespräch ist gewesen ein herzlicher und ein warmer. Die mexikanische Außenministerin hat klar gemacht, dass ihre Medine alt nicht beim Finanzieren eine Wand zwischen ihr mit den Vereinigten Staaten. Das ist nicht kein Teil von unserem Plan, hat der mexikanische Außenministerin gesagt. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto sagt, dass die Vereinigten Staaten und Mexiko seine freundliche Meluches und als wir können weiter mitarbeiten, euch mit gegeneinandigen Covid. Hillary Clinton hat abgehalten ihr Anwehrrede und gesagt, dass sie hat vorgeschlagen, Donald Trump zusammenzuarbeiten für die Vereinigten Staaten wegen. Sie hat gesagt, dass sie hofft, dass wird sein, ein gerotener Präsident für alle Amerikaner und hat mitgeteilt, als sie sehr enttäuscht von den Resultaten, aber mit darf es annehmen. Sie hat ausgedrückt die Hoffnung, dass in Gichen wird ja aus der Welt werden, a froh als die Amerikaner Präsidentke. Sie hat zugegeben, dass man muss geben Donald Trump eine Chance, geben ihm sehen, wie führt die Medine an kann verurteilen. Der amerikanische Präsident Barack Obama hat eingeladen Donald Trump auf ein Begegnis in dem Weißen Haus. Er hat gesagt, dass er hat angewiesen, seine Mannschaft zu kooperieren, was besser auf überzugeben die Macht dem ausgewählten Präsident Donald Trump, Punkt wie es hat getan der gewesene Präsident George W. Bush mit dem nicht 8 Jahre zurück. Der Vorsitzende von dem Repräsentantenhaus, der Republikaner Paul Ryan, will weiter bleiben in sein Amt, also hat mitgeteilt sein Pressesekretär. Auf eine Mitteilung, was er hat übergeben, hat er gesagt, dass er ungeduldig arbeiten zusammen mit dem ausgewählten Präsident. Paul Ryan ist gewesen einer von den scharfsten Kritikern von Donald Trump bis dem Gejäg. Die Eretz-Israel-Mannschaft in Stadtlohnschaft in Knesset ist zunächst gekommen auf eine spezielle Sitzung und hat gerufen, die Regierung und den Premierminister ausnutzen die historische Gelegenheit und weiter bauen in alle Teilen von Eretz-Israel, hereingerechnet in Ma'ariv Breg. Der Jordanier König Abdallah hat geschickt einen Brief mit Wünschen zum neuen Präsident von den Vereinigten Staaten und gesagt, dass er der Wart arbeiten zusammen mit dem, auf zu verstärken die Kooperation zwischen die zwei Meluches und sich vermessen mit die schwere Herausrufen. Der Sekretär von der Vereinigten Nations, Ban Ki-moon, hat gratuliert Donald Trump über sein Nizochen und hat gerufen, zusammenarbeiten auf zu vereinigen die Vereinigten Staaten nach der schweren Wahlkampagne. Die deutsche Sicherheitsministerin Ursula von der Leyen hat gesagt, als das ist ein größer Schock und als sie meint, dass die Abstimmung drückt uns mehr Protest gegen dem Establishment und nicht die Stimmung für ihn. Sie hat es gesagt vor Tag. Der Außenminister von Frankreich, Ayrault, hat gesagt, dass sein Land ist weiter an alliierte von den Vereinigten Staaten und als Paris wird warten, bis wann sie wird klar werden, die Politik von dem neuen Präsident. Darum Korea hat übergeben, als sie glaubt, dass Trump wird angehen mit der Politik von Washington zu drucken auf Korea, sie soll sich nicht führen aggressiv. Der Außenminister Yoon Byung-se hat angewiesen, als Trump hat gesagt, bis seine Wahlkampagne als der letzte
nukleare Experiment von Pyongyang ist ein direkter Bedrohung über der Sicherheit von den Vereinigten Staaten. Unter vorgesehener Wetter morgen wollen sich in Temperaturen etwas fallen, überhaupt auf die Berg und in der Tiefenland. Freitag werden sich die Temperaturen weiter fallen. Shabbos wird werden etwas wärmer. Die vorausgesehenen Temperaturen bei Nacht und Morgen. In Jerusalem von 18 Grad ein bei Nacht bis 25 morgen Mittagzeit. Tel Aviv 18 bis 26, Haifa 20 bis 26, Tzfas 18 bis 24, Beersheva 15 bis 29 und in Elat von 23 Grad ein bei Nacht bis 33 morgen Mittagzeit. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition von Kol Israel. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition. Unsere Editions können hören euch auf unseren Webseiten unter dem Namen Kol Israel Beyiddish, die jüdische Edition von Kol Israel. Wer ist aber? Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Wir begrüßen euch in Israel und wir reden heute speziell wegen dem Herauskommen von einem neuen Buch. Geht über dem Titel von Buch und was das ist. Schönen Dank. Das Buch heißt Jiddisch, Dictionary and Phrase Book, Jiddisch, Englisch, Englisch, Jiddisch. Und es ist ein kleines Buch, wie jeder kann sehen. Man hat es bestimmt zu schreiben für Business-Leute, Geschäftsleute und Menschen, die vorne herum in der Welt. Das ist, was der Verlag hat mir gesagt, Hippocrene Verlag, wenn sie haben bei mir bestellt das Buch. Die haben es gesagt, habe ich euch jammert nicht den ganzen verstanden, was ihre Geschäftsleute und was ihre herumfahrende Menschen wollen sich benutzen mit dem Buch. Aber das ist der Ziel von dem Buch. Das heißt, dass die Siebe, für was ihr hat das geschaffen, ist zu dem, was es ist ein Kontrakt von einer Firma. Ja, bediuk. Hippocrene Verlag hat das bestellt bei mir. Das ist eine von einer Serie von solchen Büchern auf alle Sprachen. Bediuk. Sie haben das auf Griechisch, auf Ungarisch, auf, ich weiß nicht was, 6 Sprachen. Gut, was hat sie gesagt, wenn ihr hat sie erzählt, dass es nicht so populär für Businessleute herumzufahren in der Welt und reden Jiddisch? Ich habe geprüft zu erklären, die die Lage, aber ich habe gehabt den Eindruck, dass das interessiert sie nicht so stark. Man will haben eine Serie und schon. Interessant. Ihr seid aber bekannt mit dem friedlichen Buch von die Weinreichs mit ähnlichen Zielen. Ja, aber ich bin bekannt mit kiemat alle solche Bücher, die sind herausgekommen früher. Bina Weinreichs Bücher ist speziell bei mir zum Herzen, weil Bina Weinreich ist eine von meinen beliebsten Lehrerinnen. Ich habe sich auch benutzt mit alle solche Bücher, was sind Veranen auf Englisch und euch auf Hebräisch und auf Russisch. Auf Hebräisch ist rausgekommen als ein Bücher in 1980. Das haben geschrieben Vera Solomon und Hanan Bordin zusammen. Und auf Russisch ist raus euch als ein Bücher in Israel in 1991, euch von Hanan Bordin. Ich habe eine Netze gehabt mit allen Büchern, die existieren, und da waren auch andere Wörterbücher, das heißt die größere Weinreich und Harkavi und Niborski und Stutschkow. Ich habe auch eine Netze gehabt mit Menschen, die beschäftigen sich mit Schaffen neuer Wörterbücher. Das heißt Gittel Schechter und Eliezer Niborski. Das Buch von Bina Weinreich, habe ich mal gegeben, dem Namen heißt Say It in Jiddisch. Ja. Ich denke, es gibt eine Diskussion, für was darf man das ist. Was ist von den populären Siebes, für was pro und für was anti?
Nu, bederich klar lacht man aber, und ich meine, das kein sagt, praktische Benutz wird mein Bücher auch nicht haben. Aber ich meine, es ist fort wichtig zu haben, öfter nicht als solche kleine Bücher, aber neue Wörterbücher auf Jiddisch sicher. Es ist voran, es sind voran neue Wörter, neue Terminologie, die Sprache entwickelt sich und nicht nur bei den Chassidim, auch bei weltlichen. Und ich meine, man darf unschreiben Bücher wegen dem. Wenn der Verlag hat bestellt mir das Bücher, habe ich sie euch erklärt, dass ob sie will eine Sprache, was ist eine heutige gerechte Sprache zwischen Hunderten, Tausenden Jiden, ist das Chassidisch-Jiddisch, aber ich lege vor, als das Bücher soll sein ein akademischer Jiddisch. Haben sie Masken gewählt. Was hat dir als Vorschlag gemacht? Weil das ist, was ich kenne, ja. Ich wollte nicht gekannt und schreiben ein chassidisch Wörterbücher, weil ich wohne nicht in kein chassidischer Zwiebel, und ich kenne etliche Menschen und ich rede mit denen sehr mal. Aber das ist eine andere Sache, ich kenne das nicht. Efter könnt ihr erklären, was ist anders von euer Buch im Vergleich mit die früher dicke seltene Wörterbücher und mit Wörterbücher, Jiddisch-Englisch Wörterbücher beklagt? Ja, der Memes gesagt nicht kein Sach, ist anders. Es ist euch, das neue Bücher hat drei große Teile, Jiddisch-Englisch und Englisch-Jiddisch Wörterregime und der dritte Teil ist Phrases, ja, und Sätzen, nützliche Sätzen. Jeder eins hat sei jiddische Schrift, sei Transkription und aber der englische Übersetzung. Das Buch hat eine Reinführung, eine kurze Erklärung von der jiddischen Sprache, was das ist, von wann das kommt, und eine kurze Reinführung in der Grammatik. Ja, das ist das. Wie ist das anders? Es ist anders, weil es hat solche Wörter und solche Ausdrücken, was früher hat man sie nicht gehabt, in kein schon Wörterbuch. Das heißt, aber das Rauf von dem Wörterbuch sind Wörter, was man hat schon ja gehabt, ja. Aber vor allem neue Sachen. Und ich habe, das ist gewesen nicht keine poschete Aufgabe, das zu schaffen als ein Regime. Eine Gruppe von solchen Wörtern sind poschet Wörter, was beschreiben Sachen, was haben früher nicht existiert. Oder man hat nicht geredet wegen dem so viel. Also wie wenn man fort mit einem Aeroplan geht man durch Sicherheitskontrolle, ja, und man kriegt einen elektronischen Billett. Und man heißt uns einmal Oiston die Schich in der Luftfahrt. Also solche Sachen sind früher nicht gewähnt. In der Regime von dem Minimum von Geld, es war dann auch ein Euro. Euro ist auch nicht gewesen früher in die früher dicke Wörterbücher. Vor allem war der Namen von neuer Technologie, also wie androttige Internet, also wie Billettenautomat, also wie Geldautomat und Kredit- und Debitkarte, PIN-Nummer, eine Mobilke, was ich habe aber lange getracht, wer soll ich anrufen, die Mobilke? In Amerika heißt das Zelke. Als Menschen rufen das an Mobilke. Und da in Israel höre ich mal Cashafon. Was soll ich auskleiden? Ja, es ist ein schwerer Beschluss. Voran solche Sachen, was haben ja existiert früher, aber man hat Poshet nicht geredet so viel wegen sie. Nicht auf Jiddisch und auch viele nicht auf Englisch, also wie Kindersitzel, ja, was ist ein Car Seat for Children, also wie ein Gich-Restaurant, ja, und die ganze Thema von Homosexualität. Ich hab nur gewollt zugeben, nur eine Sache, also ich habe gehört, sind damals, als man planiert euch zu schaffen eine iPhone-Application von meinem Regime. Das ist etwas, was ich habe früher nicht gewusst. Ich habe noch nicht gesehen, das heißt, ich habe schon geguckt. Ich allein habe nicht kein iPhone, aber etliche Menschen, was ich kenne, haben ja.
und hat gesucht, hat derweil noch nicht gefunden, aber es kann sein, dass es wird herauskommen, wie ein iPhone-Application. Ja, ich will geguckt haben, ich habe ein iPhone. Gut. Hat er genommen von Chassidim, was haben wir sagt zu tun mit neuer Technologie und war damit geschafft? Hat er geguckt auf sehr Vokabular ein bisschen? Oder? Aber ja, ich habe geguckt ein bisschen. Ich habe in einem Fall habe ich beschlossen zu nehmen ein Wort, was nicht die Jivo-Chevre und nicht die Borski-Chevre haben rekommendiert, nur was ist ein bisschen älter zu chassidischer Terminologie, und das ist gewesen der Fall von einem Password. Okay? In Amerika sagt man eine Parole für ein Password. Und da in Israel sagt man, was sagt man, ich habe vergessen, Meile, ich habe vergessen. Ich habe zum Sof, die Chassidim haben vorgelegt ein Passwort, ja, und Passwort habe ich sicher nicht gewollt, weil das ist zu ähnlich zu Englisch und nicht so entwickelt sich Jiddisch bei uns. Jetzt habe ich zum Sof geschrieben Passcode. Was von Passcode kann man verstehen, was das ist. Und es ist ein bisschen näher zu der chassidischen Terminologie. Ja, zum Verstehen. Sicher bei englischer Rede. Und Ja. genommen von die jiddisch redenden Menschen, was sind gekommen von Russland, ein bisschen von sehr jiddisch? Nein, die haben es gesagt nicht, weil ich kenne nicht solche Menschen. Das heißt, ich kenne ein paar, aber nicht so viel. Und die, was ich kenne, ja, beschäftigen sich mit Jiddisch professionell und sie sind näher zu Jivo, in sehr Jiddisch. Ich kenne fast nicht solche Menschen. Gut, es kommt zu Rede Jivo. Was hat euer Buch getan, bin ich Jivo-Standarten, Lamoschel wegen Ausleg? In Ganzen aufgehalten, ja. Das ganze Buch ist laut Jivo-Standard. Ich habe alle mal eine Netze gehalten mit Uriel Weinachs Wörterbuch und auch Itzhak Niborskis Wörterbuch, was beide sind laut Jivo-Standarden. Es ist 100% Jivo. Bei der Gelegenheit würden unsere Zuhörer aber hören ein bisschen wegen euch. Wir haben noch nicht gehabt, keine Gelegenheit zu reden. Kann ich bei euch fragen, ein bisschen zu erzählen, wo ihr seid gewachsen und in was für eine jüdische Zwiebel und so weiter. Ja, warte. Ich bin geboren geworden und aufgewachsen in Budapest, in Ungarn. Und ich habe dort gelebt, bis ich gewesen, also um 28. Ich bin aufgewachsen in einer jüdischen Mischproche, aber eine, was es gewesen im Ganzen assimiliert und man hat gar nicht gewusst wegen Jüdischkeit oder Jiddisch. Ich allein habe nicht gewusst, als Jiddisch existiert da viele, bis ich bin gewesen bis 21, 22. Jiddisch habe ich sich ausgelernt, ungeheuben ein bisschen in Ungarn. Und einmal bin ich gewesen in Oxford, dachte ich mir, das in 91. Jahr, gemacht im Oxford das Sommerprogramm und nach dem Bachelor in Jivo und in Columbia Universität. Was hat euch zugezogen zu Jiddisch? Zu Jiddisch. Bachelor bin ich zugezogen geworden zu Jiddisch von zwei Richtungen. Eine professionelle und eine persönliche. Ich bin gewesen eine Lehrerin und eine Übersetzerin von Englisch und von Deutsch. Ich habe gelernt in der Mittelschule und ich habe übergesetzt Literatur von beiden Sprachen, von Englisch, heißt von Englisch und von Deutsch auf Ungarisch. Und ich habe gesucht, etwas anderes, etwas, was ist nicht keine Sprache, was jeder erkennt. Von der zweiten Seite habe ich gesucht meine jüdische Identität. Ich habe nicht gewusst, was das ist. In Onheim habe ich sich gelernt, alles, was ich habe nur gekannt. Und es hat ausgesehen, als Jiddisch ist passig. Ich habe sich im Ganzen verliebt in der Sprache. Aber viele, wenn ich habe angehoben, sich ernst zu lernen Jiddisch, ich habe nicht planiert zu gehen im Ganzen in der Richtung von Jiddisch professionell. Aber das Leben hat gehabt zu diesem.
Und das ist gewesen in der Zeit, was Sachmenschen in Mizrach-Europa beklall haben sich bekannt mit sehr Ja, ja. Mhm. Ja, das ist gewesen so auf 80er, anheb 90er Jahren. Das ist, was man hat auf Kosovo gekannt, sich etwas lernen. Ja? Man hat geschaffen, man hat schon getort, gemägt, schaffen Klassen und man hat paar Melech angehoben sich lernen. Als Sachmenschen geworden, sind geworden in der Gorer Welt zu studieren. Und man hat geschaffen neue jüdische Gefühle in Ungarn und in ganz Mizrach-Europa. Aber ja. Und ich bin gewesen ein Teil von jener Bewegung und es ist gewesen sehr eine interessante Zeit. Hat Jiddisch euch geholfen, sich zu bekennen mit euren Wurzeln und sich zu bekennen mit dem älteren Dor ein bisschen? Ja, warte. No, lamaschel. Ich habe nicht gewusst, eine lange Zeit, dass meine Bobbeseide von der Mama Seite kommen von Siget, von Maramarash Siget. Ich habe aber nicht gewusst, dass mein Bobbe, was ist nicht geworden, wenn ich bin gewesen 6 Jahre alt, das heißt, ich habe sie kaum was gekannt, bechlal. Also sie hat geredet Jiddisch, ja. Das habe ich sich gewusst erst, wenn ich habe sich umgekehrt kein Ungarn mit einem MA, mit einem Magister von Columbia. Ja, meine Mama hat gewartet, ein bisschen Zeit mir das alles zu erzählen. Legabe ältere Menschen, aber ja, nachdem was ich habe geendigt die Limudim, bin ich zurückgefahren in Ungarn. Ich habe dort gelebt 3 Jahre und ich habe gesucht, ältere Menschen, jiddisch redende Menschen und verbringt mit sie, euch gemacht Interviewen, rekordiert Interviewen und euch geschaffen ein Jiddisch-Club in dem Jiddischen Center, wo die jiddisch redende ältere Menschen sind zu neu gekommen, einmal nach heute und stark Hanau gehabt. Und ihr habt sehr gebracht, als Hanau sicher. Ja, ob ich mich sehen, ein Meister, was ist gewesen, bei MS redende Meister. Ich habe gehabt, von Kindweis an, ja, wir sind gewesen 9 Chaverim. Ich habe nicht gewusst, a viele nicht, was ist Ayid, ja, weil wir auch nicht geredet wegen solcher Sachen. Aber ein guter 9 Chaverte von, ich weiß nicht, 6 Jahren. Und damals, wenn ich angehoben zu suchen, jiddisch redende Menschen zu interviewieren, habe ich gewusst, als ihr seid red Jiddisch. Und ihr seid das Bruder, was ich habe ihm gekannt, ich habe beide Seiten gekannt, red euch Jiddisch. Ich habe gerade interviewiert ihr Seiten. Und nachdem gefahren, der zweite, sein Bruder, hat gelebt in einer kleinen Stadt in Dorem, Ungarn, in Pécs, bin ich gefahren, ihn zu interviewieren. Und hat gewollt hören, wie sein Bruder Jiddisch, weil die zwei haben nicht geredet Jiddisch, einer zum zweiten, sind 1945. Und da war haben sie sich beide erwähnt nach dem und es ist gewesen sehr ein riesiger Moment für mich. Na, danke. Und soll der Eulen wissen sein, dass Marmaros Ziget ist gewesen ein Teil von Ungarn einmal, aber es gewesen sehr jiddisch redende Zwiebel. Ja, ich weiß nicht, ob das ist das Ort zu erzählen, als wir haben etwas mit Sprachkontakten und wie wir haben sich bekannt. Ja, ihr kennt das. Ja, das ist gleich gewesen eine ganz interessante Meise. Wenn ich bin gefahren auf der Jiddischwoche das erste Mal in meinem Leben, das ist gewesen in 93, haben wir, ich gedenke viele nicht bediuk wie so. Ja, ich gedenke, ja. Du hast mir gewiesen das Buch, was dein Vetter hat umgeschrieben, ja? Meine Mamas Cousine. Ja, dein Mamas Cousine. Und in dem Buch sehe ich plötzlich meine eigene Mumme. Und also haben wir sich bewusst, dass wir sind etwas weiterkreuzig. Ja. Auf dem hat mir gedacht worden, auf der Jiddischwoche. Ja, danke Jiddisch. Ja, danke Jiddisch. Okay, gut. Jetzt erzählt ein bisschen wegen eurer professionellen und ein bisschen akademischen Hintergrund. Gut, wie gesagt, ich hab geendigt meine Limudim in Columbia mit einem Magister und nachdem gewohnt ein paar Jahre in Ungarn,
Aber zum Sof gelernt Jiddisch etliche Jahre in Amerika. 2 Jahre in Stanford University und 9 Jahre in Michigan. Ich habe euch etliche Mal gelernt jiddische Sprache im YIVO-Sommerprogramm. Und jetzt, ich habe euch gewählt mit 3 Jahren zurück. Sind damals habe ich euch gelernt in Tel Aviv Sommerprogramm, in Tel Aviv Universität. Ich lerne jetzt in Bet Shalom Aleichem, euch in Tel Aviv. Und in Jerusalem hat man uns zu schaffen euch neue Kursen. Das letzte Jahr habe ich gelernt, weil ich habe gewollt lernen ein bisschen Jiddisch euch auf Englisch. Für einen Amerikaner, da ist für eine Organisation für Amerikaner Jiden, AACI, Association for Americans and Canadians in Israel. Dort habe ich gelernt. Ich fahre an mit Übersetzungen euch von meinen Sachen. Und die nächste Sache ist, dass ich lerne sich jetzt da in Jerusalem auf einen Yoga-Lehrer. Ich tue schon Yoga etliche Jahre, aber vor Jahren, auch auf der Jiddisch-Woche, habe ich gehabt die Gelegenheit zu lernen Yoga auf Jiddisch. Das ist eine wunderliche Überlebung. Und ich lerne sich auf lernen. Aber was hat das zu tun mit Jiddisch? Weil ich lerne euch jetzt der Jiddisch, das heißt Yoga auf Jiddisch. Und das ist euch ein Prozess, was hat etliche Schwierigkeiten. Man darf euch schaffen oder ausfinden, wie so redet man wegen Yoga auf Jiddisch. Das heißt, als man lebt in Israel, kann man sich lernen Yoga auf Jiddisch. Ja, derweil habe ich gehabt 3 Studenten. Ich habe euch gehangen, etliche Afischen in die Gassen. Man hat mir angeklungen, euch Chassidim. Derweil habe ich noch nicht gehabt, chassidische Studenten, nur die 3 älteren Niborski-Kinderlach. Das sind große Enthusiasten von Yoga auf Jiddisch. Aber ich hoffe, ich will euch können weitergehen mit Lernen euch Chassidim. Wunderlich. Als Menschen wollen das hören, wird eine neue Qualia von Eulim, was wollen sich lernen. Ja. Mit Gottes Hilfe. Gut, wollt ihr ein bisschen zugeben wegen der Lage in Israel und Mazel Tov auf euer Eule sein? Schönen Dank. Was soll ich sagen wegen der Lage von Jiddisch? Ich meine, es wendet sich wo und wendet sich wer, ja. Es ist für ein riesiger Interesse für Jiddisch. In Bet Shalom Aleichem, Moschel in Tel Aviv, lernen sich, ich weiß nicht genau, aber ich meine 400 oder 500 Studenten. Man hat 8 Lehrer, jeder Lehrer lernt etliche Kursen. In jedem Klasse waren 20 Menschen, 15, 20, 30 Menschen. Auch ein Sommerprogramm in Tel Aviv Universität hat man 8 Studenten. Aber ich meine, man darf noch bauen ein bisschen. Ja? Es ist noch schwer zu finden, die Orte, wo man kann sich lernen. Zum Beispiel in Jerusalem darf man noch schaffen die Institutions. Das heißt, auch Chutz der Universität, versteht sich. Ich allein, was ich sehe, sind die Chobäule gewesen, die letzten 3 Jahre. Es ist schwer für mir zu lernen sich Hebräisch, weil Srovsman von meinem Leben rede ich oder Jiddisch oder Ungarisch. Und erwarte euch einmal Englisch. Aber ich habe nicht die Gelegenheit zu reden Hebräisch. Und als man kann leben auf Jiddisch, ist meine ich eine große Sache. Ja, ich habe euch bemerkt, dass wenn ich vor in Israel habe ich die Tendenz zu reden oder Jiddisch oder Englisch. Weil mein Hebräisch ist so schwach und Menschen ob sie kennen Englisch, wollen sie reden Englisch, oder sie kennen Jiddisch, kennen sie nicht Englisch und haben nicht so viele Gelegenheiten. Ja gut, aber das wollte ich schon nicht gedacht, dass viele sagen in dem Kontext, weil ich habe schon gewollt betonen, also auf Jiddisch können wir euch leben. Ja? Ich rede euch die anderen Sprachen, weil ich rede die anderen Sprachen. Ich habe Amerikaner Chaverim und ungarische Chaverim. Aber Asachma rede ich nur Jiddisch. Gut.
Nu, soll sein mit Masel und zum Stoff, wie kann man gewinnen euer Buch und oder ob ihr wollt haben Kontakt mit euch? Ich verkaufe das Bücher, der Verlag verkauft das Bücher, Hippocrene.com, dachte ich mir. Und ich habe es schon oft gesehen auf Amazon. Ich meine, also auf Amazon ist schon billiger. Ob man kann es kaufen in Bücher kommen, weiß ich passt nicht. Ja? Also ich sitze in Israel. Man darf reingehen in die Kromen und gucken. Auf Amazon sicher kann man Und finden. verlangen. Wie? Man kann verlangen das Buch. Ja. Das Geschäft. Und ihr habt etwas eine Webseite oder? Ich habe eine Webseite, ich verkaufe nicht das Buch, ja. Also ich habe eine Webseite, was ich darf dem es beneiden, weil es ist sehr eine alte Version, aber meine Webseite ist verele.com. Okay, verele.com. Und Ja. wie geht eben noch einmal dem Titel von Buch? Das Buch heißt Jiddisch Dictionary and Phrasebook. Als man schreibt rein in Google meinen Namen und Jiddisch, kommt es heraus, denke ich. Okay, Vera Sabo, Veraszabo. Mhm. Gut, schönen Dank, besten Dank. Dank euch. Seid gesund. Seid gesund. This is WUNR Brookline. Shalom Aleichem, das bin ich Meir David mit Chaim Bachner und Shalom Beinfeld. Shalom Aleichem. Shalom. Wir sind da zu reden wegen dem Herauskommen von einem neuen Buch, was ihr seid die Hauptredaktoren davon. Shalom, könnt ihr anheben erzählen, was haben wir da, was für ein Buch ist das? Was wir haben da ist eigentlich derweil noch ein Prototyp von einem Wörterbuch, was wird herausgehen anheben Januar 2013, ich meine es dem 9. Januar. Also es ist schon älter wie weiter. Das ist ein neues Jiddisch-Englisch Wörterbuch, was die Indiana University Press wird herausgeben und es heißt auf Jiddisch Arumnemic Yiddish-English Wörterbuch, auf Englisch Comprehensive Yiddish-English Dictionary. Das ist das erste neue Wörterbuch in Jiddisch, zweisprachig Wörterbuch in gar eine lange Zeit. Weinreichs bekannt modern Jiddisch-Englisch Wörterbuch ist heraus in 1968 und Hakavis verschiedene jiddisch-englische Wörterbücher in die 20er Jahren und früher. Also das ist ein Geschehnis. Unser Wörterbuch ist gebaut in wahrscheinlich die jiddische Wörter auf ein jiddisch-französisches Wörterbuch von Yitzchak Nebowski und Beryl Weisbrot, was es auch ist in Paris in der Medienbibliothek im Jahr 2002. Zugeben, was nicht ist? Nu, für was darf man ein neues Wörterbuch? Erstens haben wir mehr Wörter. Als man das Weinreichs Wörterbuch ist gewesen ein größerer Aufzug. Mit dem können wir nicht haben Containers. Aber die Sache ist, als wenn man lernt die jiddische Literatur, findet man kimat auf jeden Seite Wörter, die sind nicht im Wörterbuch. Und man darf sich oder gucken, irgendwas anders in Wörterbuch von Deutsch oder von Russisch oder was. Oder Pashat auslernen vom Kontext, als man sagt dasselbe Wort 20 Mal, hat man an zu verstehen, was man will sagen mit dem. Das ist eine schwere Arbeit. Und wir können nicht sagen, als wir wollen haben alle Wörter. Versteht sich, als es nicht da kein Macher, was kann haben alle Wörter von Jiddisch. Aber wir haben eine Sache mehr. Da wird man nicht davon brechen dem Kopf so viel wie früher. Dafür heißt es Arumnemic, oder dafür haben wir das einen Namen gegeben, Arumnemic, weil es nimmt rein Wörter, was Weinreich hat begriffen, herausgelöst. Das heißt, eine gewisse Zahl Deutschmerismen oder
oder Dialektismen oder Slawismen, was gelten, als sie haben das in Stockenplatz, was sie in Klau Jiddisch. Nun, wir sind in euch größte Stützer von Klau Jiddisch, aber von deswegen, als wir lehnt eine Zeitung von, wenn man sagen, eine sozialistische Zeitung, so sein der Vorwärts, von 1900 wird man gefunden Deutschmerismen, weil sie haben die Sozialisten also geschrieben. Und als man lehnt einen Roman, wird man gefunden, lassen wir sagen, es passiert jetzt in Polen, wird man gefunden Slawismen. Und wir haben sie reingenommen, weil wir sind nicht so äußern zu schaffen einen normativen Wörterbuch, was erklärt, was ist passig und was ist nicht passig. Nur danke, herumnehmen, was nimmt da rein die Wörter, was Menschen wollen, gefunden. Ja, wenn ein Wort ist, Lamashal, stark deutschmerisch, haben wir ein Zeichen, als das ist in einem germanischen Stil. Aber wir tun das weniger wie Weinreich und wir nehmen rein eine Sachwörter, was Weinreich nimmt im Ganzen nicht rein. Heißt es, als wir sind mehr orientiert, nicht zu sagen, wie es soll zu schreiben oder zu reden, aber man soll können verstehen, was ist schon da in der Literatur. Nu, eine Sache, die Äfscher will, wir kommen zu dem ein bisschen später, aber es ist gering zu reden wegen wie viel Wörter, weil mit dem können wir haben es eine Zahl. Wir haben 37.000 Wörter. Wie viel ist da in Weinreich, ist schwer zu wissen genau, weil wir haben sich nicht weggesetzt zu zählen jedes Wort auf jeden Seite. Aber ich wollte sich vorgestellt darum 24.000. Heißt es, es ist eine Sache größer. Aber das ist nicht bei mir der Recker. Weil mit seltenen Wörtern kann man sich öfter gehen an dem. Bei mir ist die größte Sache, dass was viele mit gut bekannten Wörtern haben wir eine Sache mehr Idiomen und Ausdrücken. Weil man lernt etwas und man steht öfter jedes Wort besonders, aber was will man übergeben mit dem? Und das ist sehr schwer, wenn wir kennen die Sprache ein bisschen, aber nicht im Ganzen. Und noch einmal, versteht sich es, nicht alles haben wir, aber sehr Sachen mehr, wie in die älteren Makoiren. Ja, nicht nur Idiomen, aber wir schauen, das ist Beispiele von, wie also man nutzt das Wort. Was kennen Jiddisch bedeuten verschiedene Sachen, machen wir das klar. Also hoffen wir in unseren Beispielen, in unseren Idiomen. Das ist nur in der Richtung von Jiddisch bis Englisch, ja? Ja. Was erzählt ihr Menschen, was dürfen gehen in der verkehrten Richtung? Nu, die Jiddisch Liga arbeitet doch auf bringen auf der Welt more Geschäftswerk, weil gesammelt Wörter und viergelegt neue Wörter sein ganzes Leben und angesammelt Jahren mit Kartlach. Ein weiter ist es nicht gegangen, aber wir hoffen, dass in nach einem Jahr oder zwei wollen sie haben sehr nahe Englisch-Jiddisch Wörterbuch und ich gucke raus sehr auf dem. Das ist nicht gewesen unsere Arbeit, weil ich muss zugeben zu dem, was Shalom hat gesagt, die hat gesagt, dass wir nehmen rein. In der Emerson darf man sagen, dass Niborski und seine Kollegen haben wir reingenommen. Weil wir haben Poshet übergemacht sein sehr Jiddisch-Französisch Wörterbuch auf Englisch. Es ist nicht Poshet Übersetzerei, weil bei jedes Wort haben wir getracht, ist der Teich richtig. Und einmal gehabt Teines zu sehr Teines und sich ausgeteinet mit sie. Aber wenn ich gehe, wie viele Wörter und was Ausdrücke reinzunehmen, sind wir Poschets gegangen, Leute, ist sehr gegangen. Das hat gemacht, das sagt Poschete, unsere Arbeit, was wir haben nicht gedacht, gehen suchen jüdische Wörter. Niborski hat das schon
bei uns getan. Und ich habe ihm mit Jahren zurück gesagt, dass Yitzchak, in Amerika legt man die Finger von dein jüdisch-französisch Wörterbuch. Haben mir damals angeheben, reden wegen der Möglichkeit von einem englischen Nusser. Die Geschichte von der jüdischen Lexikographie ist sehr traurig. Menschen haben angeheben, Lemoschel Hakavi. Bei seinem Tod in 1939, sagt man, hat gehabt, angesammelt 60.000 Wörter Jiddisch in ein jüdischen Wörterbuch. Aber das ist keinmal nicht herausgegangen. Und dieselbe Sache in einer gewissen Maß mit dem größten Wörterbuch, was bloß die 4 Bände Aleph sind heraus. Efter kennt ihr Shalom seine so gut und erzählen in kurzen die Geschichte wegen dem größten Wörterbuch. Nun, wie Sie rufen das der größte Wörterbuch. Wir wollten das mit Stomme gerufen, das größte Wörterbuch. Weil der Hauptredakteur Judel Marcus gewinnt ein Litwak, ja? Der Buch kann sein männlich. Das kann sein der Buch. Nun, der Buch ist der Wörterbuch. Es ist eine große Unternehmung und sie haben aufgetan Sache. Und das, was ist heraus, bloß die 4 Bände Aleph, das ist nicht bewusst, weil als Sache jüdische Wörter heben sich an mit Aleph. Alle Wörter mit A und alle Wörter mit O und alle Wörter mit einem stummen Aleph, versteht für a Jud oder a Wov. Und mit die alle Präfixen, a rein, a reus, a ein, ois, a rum, und a ribber und so weiter, kann man sich, Lemoschel, geben man a viele mit Wörter, was heben sich nicht dann mit an Aleph, wir kennen das rausbekommen von der Form mit dem Präfix. Ist das ein größer Auftu, aber sie sind öfter gewesen zu ambitiös und nicht gekannt angehen, nicht gehabt die Mittel, nicht gehabt die Mitarbeiter zu der gehen zum Sof. Aber davor sage ich, es ist eine lange Geschichte von nicht der entdeckte jüdische Wörterbuch. Davor haben wir getan, wir haben schon die jüdische Wörter. Ist da eine Möglichkeit, als wir wollen Tage endigen und wir haben das geendigt. Dank versteht sich Nyboskis jüdische Wörter, was wir haben übersetzt, nicht von Französisch, nur von Jiddisch. Menschen sollen verstehen ihre Qualifikationen. Was hat getan? Was hat gebeut ihre Kenntnis für Schaffen als ein Wörterbuch? Chaim ist ein Linguist, soll anheben? Ja, nur ich habe studiert Linguistik in Harvard University, habe ein PhD von dort. Nicht gearbeitet in meinen Studies speziell auf Jiddisch, aber ich habe sich Tage angehoben zu lernen, zu reden und zu lernen Jiddisch dort mit David Fischmannen. Und ich lerne sich Jiddisch schon über 30 Jahre. Ihr kennt Jiddisch zum Teil von daheim, oder? Ja, verstehen das Geräte lassen kenne ich von daheim. Nicht mit kein großen Wörterreizer, aber für gewöhnliche Sachen von daheim habe ich allemal verstanden. Aber ich habe nicht geredet in Jiddisch in daheim zu moderieren. Das kann man hören von meinem Akzent. Und wegen Programmieren? Das hat angehoben in Mittelschule. Ich vernehme sich mit dem 40 Jahre, mehr wie 40 Jahre. Und ihr seid professioneller Programmist, ja? Ja, das ist mein Parnasse. Seitdem, wenn ich arbeite auf ein Wörterbuch, und das ist eine Seltenheit. Michel? Jiddisch ist bei mir Tage Mameloschen. Ich bin ein Geborener in Amerika. Haben meine Eltern, die sind gewesen, ausgehaltene, ich wollte viele gesagt, verbrannte Jiddischisten, allemal mit mir geredet Jiddisch. Sie haben beide gut gekannt Englisch. Und Thomas pflege ich dem Taten entweder auf Englisch pflege sagen, gutmutig, aber von deswegen pflege ich sagen, red wie ein Mensch. Das hat gemeint, red mit mir Jiddisch.
Und meine Eltern sind gewesen größere Liebhabers von der jüdischen Literatur. Als ich bin gewesen einmal krank, liegen im Bett, pflegt der Tate mir lehnen Shalom Aleichem. Und das pflegt mir helfen mit dem Gesund. Mein Tate ist gewesen jahrelang ein Lehrer in der Arbeiteringschule, also er ist gewesen ein Pädagog von Jiddisch. Und seine Kenntnisse in Pädagogie sind ich bin auch viel gewesen als Student seiner in einer von der Arbeiteringschule und danach als Student in der Arbeitering-Mittelschule, wo ich habe gehabt äußergewöhnliche Lehrer. Adela Apatosche, die Frau von dem größten jüdischen Schreiber Josef Apatosche. Und der Lehrer Kajdan, was es gewesen, in Polen, einer von den Gründers von der Zischer-Schulen in die 20er und 30er Jahren, ein ganzer Dor von jener Zeit. Und wir haben gehabt Bekannte, was kommen zu uns in daheim, jüdische Schreiber, Białostoцki, und andere, sie sind, meine Leib ist gewesen ein Freund von meinen Eltern, also ich habe gekannt die jüdische Literatur, nicht nur durch Bücher, sondern auch persönlich. Das ist gewesen, in was für Jahren ist das gewesen? Ich bin geboren geworden in 1934, reden wir von den, lassen wir sagen, von den 40er und 50er Jahren, von dem vorigen Jahrhundert. Wenn es hat noch geblieben, die jüdische Literatur und die jüdische Sprache in Amerika. Und das habe ich auch reingesagt. In sich, und ich kein Linguist, bin ich nicht. Ich bin Leute Fach, ich bin ein Professor von Geschichte. Und deswegen habe ich alle Jahre gehabt eine Verbindung mit Jiddisch und das nicht nur in Amerika, sondern auch in Paris. Weil, wenn ich vielleicht arbeite in Paris, in die französischen Archiven, pflege ich sich hereingehaben in der Medem-Bibliothek. Also ich habe lange Jahre eine Verbindung mit der wunderlichen Medem-Bibliothek. Alle wollten wir gehabt als eine Institution da in Boston, was schwibbelt und gribbelt mit jüdischen Aktivitäten. Und das Jahren und Jahren lang, bis in heutigen Tag. Und ihr kennt fließig Französisch, ja? Ich wollte nicht gesagt, dass ich kenne Französisch so gut wie Englisch oder Jiddisch, aber ich kenne Französisch und das hat geholfen. Und ich meine, als der Pfarrer hat Yitzchak Niborski gemeint, dass ich wollte gewinnen, ein passiger Mensch anzuheben, ein Projekt von einem englischen Nusser, weil ich kenne Jiddisch, ich kenne mehr weniger Französisch und ich kenne viele Englisch auch. Also als solche Menschen ist es schon gefunden nicht also gering und er hat das ist gewesen sein Netze, tu was du kennst. Nu, habe ich getan, was ich habe gekannt. Ihr kennt beide andere Sprachen und ist das gekommen zu Nutz? Ich bin ein Lehner von etlichen slawischen Sprachen und das ist Taki gewesen letztlich, weil man nicht einmal ein russisch Wörterbuch oder ukrainisch Wörterbuch bei dem und Polisch auch. Ich kenne sie nicht so gut, aber genug, als es soll zu Nutz kommen. Ich sage wegen mein Französisch, ich kenne genug Französisch zu nutzen das Wörterbuch. Mehr kenne ich bei ihm nicht, aber das ist genug, ich hoffe. Ja, und das, was ich habe gelernt, studiert Deutsch hat euch geholfen, in einer gewissen Maße, und das, was ich habe ein bisschen Kenntnis in Russisch. Meine Eltern haben gewollt, ich soll es verstehen, pflegen sie reden auf Russisch. Habe ich ein bisschen schon angehört zu verstehen und danach studiert Russisch euch. Habe ich gehabt einen Begriff von die slawische Sprache und das hat geholfen. Okay, a schönen größten Dank, Jascha Koch. Wir schließen geht noch einmal dem Namen von Buch und wo man kann das kaufen, der Herausgeber. Herausgeber ist Indiana University Press. Es heißt auf Englisch Comprehensive Yiddish-English Dictionary, auf Jiddisch Herumnehmig Jiddisch-English Wörterbuch und die heutige Chefredaktoren sind Chaim Bochner und meine Wenigkeit Shalom Beinfeld.
Und ich will zugeben, als beim Webseite wörterbuch.org, unten wird man sehen etliche Abschicken. Und als man geht Quetsch auf einen Abschick, kontakt us. Findet man eine Seite, wo es steht, wo man kann es kaufen, oder bei Indiana University Press, oder bei Amazon, oder bei Barnes & Noble. Das Buch ist noch nicht da, aber wir können machen eine Meldung von voraus. Bestellen, ja. Ja, bestellen von voraus. Oma Herr, du Philosoph, mit dein kurzen Meichu und setz dich zum Rebenstisch, dort wirst du lernen es Eichu. Yam bam ba bam, yam bai ba bam, yam bam ba bam, bam bai bam, yam ba ba bam, yam bai ba bam, yam bam ba bam, bam bai bam. A Dampfschiff hast du ausgeklärt und nimm sich mit dem Iber. Der Rebbe spreit sein Tichel aus und spannt dem Jammer rüber. Yam ba ba bam, yam bai ba bam, yam bam ba bam, bam bai bam, yam ba ba bam, yam bai ba bam, yam bam ba bam, bam bai bam.
A Luftballon hast du uns getracht und meinst du bist a Choretz. Der Rebbe spott, der Rebbe lacht, darf es auf Kapores. Yam bam bam bam, bam bam bam, yam bam bam bam, bam bam, yam bam bam, yam bam, yam bam bam bam, bam. So weißt du was der Rebbe tit, beschaß sitzt wie ich des, in ein Minut in Himmel flieht, prave dort Shalashides. Yam bam bam, yam bam bam, yam bam 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 bam, yam bam bam.